Ein armes Mädchen warnt einen Millionär. Sie hat etwas in ihr Dessert getan. 2 Stunden später, während eines luxuriösen Dinners zur Feier ihrer Beziehung, bereitete ein Millionär jedes Detail für einen perfekten Abend vor. Während seine Partnerin die Toilette aufsuchte, trat ein obdachloses Mädchen an ihn heran und flüsterte: »Herr, sie hat etwas in ihr Dessert getan.« Christoph sagte nichts. Schweigend, unbemerkt von allen, tauschte er die Dessertteller. Als Lena zurückkam, ließ das, was als nächstes geschah, alle erstarren. Der Horizont von Zürich glitzerte wie ein Diamantenkollier am Nachthimmel, während Christoph Meyer seine Armani-Krawatte richtete. Durch die raumhohen Fenster der Panorama Lounge, Zürichs exklusivstem Restaurant, konnte Christoph die beleuchteten Stadtlichter in einem sanften blauen Schimmer sehen. 30 Stockwerke über den belebten Straßen hatte Christoph die private Lounge reserviert, strategisch so gelegen, dass sie sowohl Privatsphäre als auch einen Panoramablick bot, den sich nur wenige leisten konnten. Mit 45 Jahren verkörperte Christoph den Erfolg. Sein Immobilienimperium erstreckte sich über 3 Kontinente. Sein Name zierte Gebäude in 12 Großstädten und sein persönliches Vermögen hatte längst die Milliardengrenze überschritten. Doch heute Abend spielte das alles keine Rolle. Heute Abend war für Lena. Lena Herzog betrat den Speisesaal mit der geübten Anmut einer Frau, die es gewohnt war, Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr smaragdgrünes Kleid umschmeichelte ihre schlanke Figur, ergänzt durch das dunkelbraune Haar, das in lockeren Wellen über ihre Schultern fiel. Mit 34 Jahren besaß sie sowohl Schönheit als auch die scharfe Intelligenz, die Christoph angezogen hatte, seit sie sich vor 2 Jahren bei einer Wohltätigkeitsgala kennengelernt hatten. »Du hast dich selbst übertroffen«, sagte Lena. Ihre Augen musterten das intime Ambiente. Der Tisch war geschmückt mit weißen Rosen, Kristall-Champagnergläsern und dem sanften Kerzenschein. »Ich weiß, dies ist eine Feier, aber das ist...« Sie machte eine Pause und fuhr mit den Fingern über die geprägte Speisekarte. »Magnifique«, Christoph lächelte, obwohl sich nur die Hälfte seines Mundes nach oben krümmte. »Nur das Beste für uns«, sagte Christoph und schenkte Dom Pérignon in ihr Glas für ein weiteres Jahr außergewöhnlicher Momente. Die Gläser klirrten, das Glas erzeugte einen klaren, reinen Klang, der in der Luft zu schweben schien. Das Dinner schritt fort durch kunstvolle kulinarische Gänge, gebratene Jakobsmuscheln mit Trüffelessenz, Entenkonfit mit Kirschreduktion, Champagner-Sorbet zur Gaumenreinigung. Während des Essens ertappte sich Christoph dabei, Lena intensiver als sonst zu studieren. Irgendetwas war anders an Lena heute Abend. Eine subtile Anspannung in ihren Schultern, ein Anflug von Nervosität hinter ihrem geübten Lächeln. »Ist alles in Ordnung?« fragte Christoph zwischen den Gängen. »Du wirkst abgelenkt.« »Nur überwältigt von all dem«, antwortete Lena und gestikulierte auf das extravagante Arrangement. »Und vielleicht etwas gespannt auf mein Geschenk für dich. Es ist noch nicht ganz fertig.« Christoph nickte, obwohl sich Zweifel in seine Gedanken schlichen. In 2 Jahren hatte er gelernt, Lenas Ausdrücke zu lesen, und heute Abend passte etwas nicht zusammen. Ihre Worte sagten das eine, aber ihre Körpersprache erzählte eine andere Geschichte. Als die Hauptspeise abgeräumt wurde, entschuldigte sich Lena. »Ich muss mich vor dem Dessert kurz frisch machen«, sagte Lena und küsste ihn auf die Wange, bevor sie zu den Toiletten verschwand. Allein zurückgelassen, trank Christoph seinen Wein und betrachtete die Stadt. Sein Telefon vibrierte mit Nachrichten aus Dubai und Singapur, aber heute Abend konnten sie warten. Christoph hatte sein Imperium aufgebaut, indem er in jedem Moment präsent war, Menschen und Situationen mit ungewöhnlicher Präzision las. Und genau jetzt waren seine Instinkte ein leiser, hartnäckiger Alarm, den er nicht ganz definieren konnte. Der Chefkoch persönlich, Claude Blanc, erschien mit 2 abgedeckten Silbertabletts. »Herr Meyer, unser besonderes Jubiläumsdessert. Schokoladensoufflé mit Blattgold und Himbeeren.« Frau Herzog erwähnte, dass es ihr Favorit sei. Christoph bedankte sich und bemerkte, dass Schokolade zwar tatsächlich seine Vorliebe war, er aber nie mit Lena über seine Dessertvorlieben gesprochen hatte. Ein kleines Detail vielleicht, das sich aber in die wachsende Liste kleiner Unstimmigkeiten einreihte. Während Claude sich zurückzog, wurde Christophs Aufmerksamkeit von einem Tumult nahe dem Restauranteingang erregt. Eine kleine Gestalt huschte zwischen dem Maître und einem Sicherheitsmann hindurch und bahnte sich mit bemerkenswerter Geschicklichkeit einen Weg zwischen den Tischen. In Sekundenschnelle erschien ein Mädchen von nicht mehr als 12 Jahren am Rande der privaten Lounge, keuchend. Sie trug einen abgetragenen blauen Kapuzenpullover, der ihr mehrere Nummern zu groß war, Jeans mit Löchern an den Knien und Turnschuhe, die so abgenutzt waren, dass die Marke nicht mehr zu erkennen war. Das dunkle Haar war zu einem unordentlichen Pferdeschwanz zusammengebunden.
und ihre Augen, überraschend blau und intensiv fokussiert, hefteten sich mit einer Dringlichkeit auf Christophs, die ihn auf seinem Stuhl aufrecht sitzen ließ. »Essen Sie das Dessert nicht«, flüsterte das Mädchen und zeigte auf die abgedeckten Tabletts. Sie hat etwas hineingetan. Christoph sah sie einen Moment sprachlos an. »Was? Wer bist du?« »Wie? Bitte«, unterbrach das Mädchen mit zitternder, aber entschlossener Stimme. »Ich habe sie in der Küche reden hören. Sie hat jemanden bestochen, um etwas in ihr Dessert zu tun. Etwas Schlimmes.« Bevor Christoph ihre Worte verarbeiten oder eine weitere Frage stellen konnte, erschien der Sicherheitsmann hinter dem Mädchen. »Es tut mir sehr leid, Herr Meyer. Dieses Straßenmädchen ist durch den Serviceeingang hereingeschlichen. Wir werden sie sofort entfernen.« »Warten Sie«, begann Christoph, aber das Mädchen wurde bereits weggezogen. »Tauschen Sie die Teller«, flüsterte das Mädchen dringend, während der Wachmann ihren Arm packte. »Wenn sie nicht hinsieht, bitte.« Und dann verschwand sie, aus der Lounge geschleppt. Christoph hörte den Manager sich überschwänglich entschuldigen und versprechen, dass ein solcher Vorfall niemals wieder vorkommen würde. Allein mit den abgedeckten Desserts stand Christoph vor einem absurden Dilemma. Der rationale Teil seines Verstandes, der Wolkenkratzer gebaut und milliardenschwere Deals ausgehandelt hatte, wies die Warnung des Mädchens als Unsinn ab. Warum sollte Lena ihm Schaden zufügen wollen? Es war absurd. Der Stoff melodramatischer Thriller. Doch ein anderer Teil von Christoph, der intuitive Teil, der ihn vor unzähligen schlechten Investitionen bewahrt hatte, konnte die verzweifelte Intensität des Mädchens nicht abschütteln. Diese Augen logen nicht, und an Lena war die ganze Nacht etwas Merkwürdiges gewesen. Christoph blickte zu den Toiletten. Lena war immer noch abwesend. Mit einer schnellen Bewegung, die selbst ihn überraschte, tauschte Christoph die Positionen der abgedeckten Tabletts und stellte sicher, dass seines nun vor Lenas Platz stand. Dabei bemerkte er eine kleine Karte mit seinem Namen, elegant gedruckt, neben einem der Tabletts, dem, das ursprünglich vor ihm gestanden hatte. Er hatte sich gerade wieder auf seinem Stuhl niedergelassen, als Lena mit frisch aufgetragenem Make-up und einem strahlenden Lächeln zurückkam. »Das Dessert ist da«, sagte Christoph mit lässiger Gleichgültigkeit, sein Herz raste trotz seiner äußeren Ruhe. Der Koch erwähnte, dass es ein Schokoladensoufflé ist. »Dein Favorit«, antwortete Lena und setzte sich. »Ich habe dafür gesorgt, dass es speziell zubereitet wird.« Mit geübter zeremonieller Pomposität hoben sie gleichzeitig die silbernen Abdeckungen ihrer Desserts. Identische Schokoladensoufflés lagen vor ihnen, mit Blattgold verziert und umgeben von kunstvollen Himbeersaucenspiralen. »Es sieht göttlich aus«, sagte Lena und nahm ihren Löffel. »Fangen wir an.« Christoph tat so, als nehme er einen Bissen, legte dann den Löffel weg, um nach seinem Weinglas zu greifen. »Diese Paarung ist exzellent«, bemerkte Christoph und beobachtete, wie Lena eine großzügige Portion Soufflé nahm. Stimmte Lena zu, das Dessert genießend. »Es ist perfekt.« Während der nächsten 20 Minuten hielt Christoph die Fassade aufrecht. Er schob das Dessert auf dem Teller hin und her, während er eine leichte Konversation führte. Er fragte nach ihrer nächsten Wohltätigkeitsveranstaltung. Er sprach über Pläne für ein Wochenende in den Engadiner Bergen, während er Lena diskret beobachtete, auf der Suche nach Anzeichen einer Veränderung. Zuerst gab es keine. Dann, als sie den Kaffee beendeten, bemerkte Christoph, wie Lena sich die Schläfe rieb. »Kopfschmerzen?« fragte Christoph. »Nur leichte«, antwortete Lena und drückte die Finger fester gegen ihre Stirn. »Wahrscheinlich zu viel Champagner.« 10 Minuten später begannen Lenas Hände subtil zu zittern, als sie nach ihrem Wasserglas griff. Eine feine Schicht Schweiß erschien auf ihrer Stirn, trotz der perfekten Raumtemperatur. Christoph beobachtete all dies mit wachsendem Alarm und der Bestätigung des Undenkbaren. »Vielleicht sollten wir den Abend beenden«, schlug Christoph vor. »Du siehst nicht gut aus.« »Nein«, beharrte Lena mit leicht angespannter Stimme. »Mir geht es gut. Außerdem habe ich eine Überraschung für dich. Sie sollte jeden Moment eintreffen.« Als ob es pünktlich wäre, klingelte ihr Telefon mit einer Nachricht. Christoph beobachtete, wie Lena sie überprüfte, ihr Ausdruck wechselte von Verwirrung zu Besorgnis. »Alles in Ordnung?« fragte Christoph mit sorgfältig neutraler Stimme. »Natürlich«, antwortete Lena zu schnell und schob das Telefon in ihre Klatsch. »Nur Arbeit, immer etwas los.« Aber Christoph hatte die Nachricht erhascht. Immer noch nichts? Es hätte längst wirken sollen. Und in diesem Moment, während Lenas Hand zitterte und ihre Augen nervös den Raum absuchten, begriff Christoph Meyer, dass das Straßenmädchen mit den verzweifelten Augen ihm gerade das Leben gerettet hatte.
Christoph bewahrte seine Fassung mit der geübten Leichtigkeit eines Mannes, der unter Druck hochriskante Geschäfte verhandelt hatte. Sein Verstand jedoch raste durch Möglichkeiten, jede beunruhigender als die vorherige. Am anderen Ende des Tisches verschlechterte sich Lenas Zustand rapide. Ihre Worte begannen leicht zu lallen, und das Zittern in ihren Händen wurde unmöglich zu verbergen. »Lena, es geht dir eindeutig nicht gut«, sagte Christoph bestimmt. »Ich werde medizinische Hilfe rufen.« »Nein«, die Stärke ihres Einspruchs überraschte ihn. »Ich brauche nur Luft. Komm, lass uns bezahlen und spazieren gehen.« Ihre Verzweiflung, ärztliche Hilfe zu vermeiden, verstärkte Christophs Verdacht nur. Mit bewusster Ruhe signalisierte Christoph dem Kellner, die Rechnung zu bringen, während er Lenas Klatsch unter dem Vorwand, seine Kreditkarte herauszuholen, an sich nahm. »Was machst du da?« fragte Lena mit unsicherer Stimme. »Meine Platinkarte ist in deiner Tasche. Erinnerst du dich? Von dem Zeitpunkt, als du die Ohrringe heute Nachmittag abgeholt hast?« Es war eine Lüge, aber Lena war zu desorientiert, um es zu hinterfragen. Als er Lenas Klatsch öffnete, steckte Christoph Lenas Telefon diskret in seine Tasche. Der Kellner kam mit der Rechnung, und Christoph übergab seine echte Karte, alles während er Lenas zunehmend instabilen Zustand beobachtete. »Christoph«, flüsterte Lena mit erweiterten Pupillen, »ich fühle mich nicht gut. Ich weiß«, sagte Christoph einfach. »Hilfe ist unterwegs.« Bevor Lena erneut protestieren konnte, hatte Christoph bereits den Maitre signalisiert, der mit offensichtlicher Besorgnis im Gesicht näher kam. »Herr Meier, ist alles in Ordnung?« »Nein, meine Begleitung hat einen medizinischen Notfall. Bitte rufen Sie sofort einen Krankenwagen.« Das Restaurant brach in kontrolliertes Chaos aus. Der Manager erschien. Das Personal schuf einen Weg, und innerhalb von Minuten wurde das exklusive Heiligtum der Panorama-Lounge von Sanitätern überrannt. Christoph gab ihnen präzise und knappe Informationen. Lenas Alter, das plötzliche Auftreten der Symptome, ihre offensichtliche Desorientierung. »Herr«, fragte einer der Sanitäter, während sie sich auf den Transport vorbereiteten, »wissen Sie, ob sie etwas Ungewöhnliches eingenommen hat?« »Nur das, was zum Abendessen serviert wurde«, antwortete Christoph vorsichtig. »Obwohl ich glaube, dass in ihrem Dessert etwas war, das nicht hätte sein sollen.« Die Augen des Sanitäters verengten sich. »Suggerieren Sie vorsätzliche Verunreinigung? Ich schlage vor, dass Sie vielleicht eine Toxikologie durchführen und eine Probe des Soufflés sichern möchten«, sagte Christoph leise. Während sie Lena zum Aufzug brachten, zog Christoph den Restaurantmanager beiseite. »Ich benötige das Überwachungsmaterial von heute Abend, insbesondere aus der Küche und von unserem Tisch. Ein Mädchen kam, um mich zu warnen. Ich muss wissen, wer sie ist und woher sie Bescheid wusste.« Der Manager zögerte. »Herr Meier, das würde die Einbeziehung der Polizei erfordern.« »Dann beziehen Sie sie ein«, sagte Christoph mit einer Stimme, die keinen Raum für Verhandlungen ließ. Denn was heute Abend hier geschah, war kein Unfall. Im Krankenwagen saß Christoph neben einer halbbewussten Lena, ihre manikürte Hand nun an eine Infusion angeschlossen. Seine Gedanken wandten sich dem Straßenmädchen zu. Ihre verzweifelte Warnung, ihre Gewissheit, ihr Verschwinden. Warum sollte ein obdachloses Mädchen riskieren, verhaftet zu werden, um einen Fremden zu warnen? Woher wusste sie es? Im Universitätsspital Zürich wurde Lena sofort zur Behandlung gebracht, während Christoph in einen Wartebereich geführt wurde. Wartete er. Zum ersten Mal seit dem Vorfall holte er Lenas Telefon hervor. Es war gesperrt, aber Christoph kannte den Code, Lenas Geburtsjahr und Monat, etwas, das er Monate zuvor bemerkt hatte, ohne es zu erwähnen. Der Nachrichtenverlauf bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen. Ein Chat mit jemandem, der nur als Mark gespeichert war, enthielt explizite Diskussionen über Dosierung, Zeitpunkt und Wirkungen. Am gruseligsten war die Nachricht, die Christoph im Restaurant erblickt hatte, gefolgt von immer hektischeren Austauschen. Mark, immer noch nichts? Es hätte längst wirken sollen. Lena, nichts. Okay, etwas ist schiefgelaufen. Mark, hat der Koch die Anweisungen befolgt? Lena, ja, ich habe gesehen, wie er es selbst zubereitet hat. Mark, dann müsste er doch schon Symptome zeigen. Es sei denn. Die letzte Nachricht war eingetroffen, als sie im Krankenwagen waren. Du hast die Teller getauscht. Überprüfe die Teller. Christophs Hand umklammerte das Telefon. Da war noch mehr. Viel mehr. Als er Wochen zurück in den Nachrichten scrollte, fand Christoph einen kalkulierten Plan, der nicht nur auf seinen Abend, sondern auf sein gesamtes Vermögen abzielte. Verweise auf sein Testament, das Lena als bedeutende Begünstigte nannte, Versicherungspolizen, Auslandskonten. Alles zeichnete ein Bild minutiöser Planung. Am beunruhigendsten,
waren die beiläufigen Verweise auf seinen erwarteten Unfall und das neue Leben, das Lena und Mark danach planten. Christoph hatte sich nie als naiv betrachtet, aber die Tiefe dieses Verrats betäubte ihn. 2 Jahre seines Lebens voller Vertrauen und geteilter Intimität. Alles war ein raffinierter Langzeitbetrug gewesen. Ein Arzt kam näher, Klemmbrett in der Hand. »Herr Meyer, ich bin Dr. Weber. Wir haben Frau Herzog stabilisiert und führen Tests durch. Die ersten Ergebnisse deuten auf eine Art Toxin hin, möglicherweise pflanzlichen Ursprungs. Können Sie sich an etwas erinnern, das Sie konsumiert haben könnte, das Sie nicht konsumiert haben?« »Nur das Schokoladensoufflé«, antwortete Christoph. »Wir hatten ansonsten identische Mahlzeiten.« »Gut, was auch immer es ist ernst. Hätte sie nicht rechtzeitig ärztliche Hilfe erhalten?« Der Arzt ließ die Implikation in der Luft hängen. »Die Polizei wird mit Ihnen beiden sprechen wollen, sobald sie stabilisiert ist.« Christoph nickte. »Ich werde uneingeschränkt kooperieren. Und Herr Doktor, ich habe Gründe zu glauben, dass dies kein Unfall war. Vielleicht möchten Sie Ihre persönlichen Gegenstände sichern lassen.« Während der Arzt sich zurückzog, klingelte Christophs Telefon. Es war der Restaurantmanager. »Herr Meyer, die Polizei überprüft unser Überwachungsmaterial. Sie haben das Mädchen identifiziert, wenn auch nicht namentlich. Es scheint eine häufige Besucherin der Gegend zu sein. Möglicherweise lebt sie auf der Straße in der Nähe des Lindenhofs. Die Beamten erwähnten, dass sie im Franziskushaus an der Langstraße gesehen haben.« »Danke«, sagte Christoph. »Und das Material aus der Küche? Es zeigt, wie einer unserer neuen Köche etwas zu einem Dessert hinzufügt, das mit ihrem Namen gekennzeichnet ist.« Er wurde zur Befragung festgenommen. Christoph beendete das Gespräch und blickte aus dem Krankenhausfenster auf die Stadtlichter. Irgendwo da draußen war ein Straßenmädchen, das sein Leben aus Gründen gerettet hatte, die Christoph nicht verstehen konnte. Sie zu finden, schien plötzlich genauso wichtig wie das Verständnis der Verschwörung gegen ihn. 2 Stunden später, nachdem er seine Aussage gemacht und Lenas Telefon der Polizei übergeben hatte, war Christoph frei zu gehen. Kommissarin Keller war zunächst skeptisch gewesen, aber die Beweise des Telefons, kombiniert mit dem Geständnis des Kochs, dass er bestochen worden war, spezielle Zutaten zu Christophs Dessert hinzuzufügen, hatten die Skepsis in düstere Überzeugung verwandelt. »Wir werden Ihre weitere Kooperation benötigen, Herr Meyer«, sagte Kommissarin Keller. Frau Herzog, oder wie auch immer sie heißt, hatte Komplizen. Dies scheint Teil eines größeren Plans zu sein. »Das werden Sie haben«, versicherte Christoph. »Aber einen Moment gibt es noch jemanden, den ich finden muss.« Es war fast Mitternacht, als Christophs Bentley vor dem Franziskushaus vorfuhr. Die Gegend bildete einen starken Kontrast zum Luxus der Panorama-Lounge. Hier wurde die Realität nicht durch Champagner und Blattgold gemildert. Christoph wies seinen Fahrer an zu warten und näherte sich dem Eingang, wo eine müde aussehende Frau abschloss. »Es tut mir leid, Herr, die Aufnahme ist für die Nacht geschlossen«, sagte sie automatisch. Dann warf sie einen zweiten Blick auf seine formelle Kleidung. »Ich suche keine Unterkunft«, erklärte Christoph. »Ich suche ein junges Mädchen, möglicherweise 11 oder 12 Jahre alt, dunkles Haar, blaue Augen. Sie könnte heute Abend hier gewesen sein.« Der Ausdruck der Frau verhärtete sich. »Wir geben keine Informationen über unsere jugendlichen Bewohner. Mein Name ist Christoph Meyer. Dieses Mädchen hat mir heute Abend das Leben gerettet. Und ich muss ihr danken. Außerdem könnte sie dadurch in Gefahr sein.« Die Frau Berger, gemäß ihrem Namensschild, musterte ihn sorgfältig. »Christoph Meyer, der Immobilienentwickler, der das neue Kulturzentrum in Winterthur baut?« Christoph nickte. »Warten Sie hier«, sagte Frau Berger und verschwand im Inneren. Minuten vergingen, bevor Frau Berger zurückkam. »Sie ist heute Abend nicht hier, aber ich weiß, wen Sie meinen. Das ist Lilly. Sie kommt und geht, bleibt nie länger als 1 oder 2 Nächte. Blitzgescheit, aber misstrauisch gegenüber Autoritäten. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Sie hat Verstecke überall in der Zürcher Innenstadt. Es gibt einen verlassenen Kiosk in der Nähe der Bahnhofstraße und der Limmatquai, den sie manchmal benutzt. Oder den Südeingang zum Park. Aber, Herr Meyer«, Frau Bergers Stimme wurde sanfter, »dieses Mädchen wurde von jedem Erwachsenen in ihrem Leben enttäuscht. Was auch immer Ihre Absichten sind, seien Sie vorsichtig mit Ihrem Vertrauen.« Christoph nickte und verstand das Gewicht der Warnung. »Danke, Frau Berger.« Während der Wagen vom Heim wegfuhr, traf Christoph eine Entscheidung. Wenn das Finden von Lenas Komplizen Sache der Polizei war, dann war das Finden von Lilly seine Aufgabe. Nicht nur, um ihr zu danken, sondern um zu verstehen, warum ein Straßenmädchen alles riskieren würde, um einen Fremden zu retten.
Die Morgendämmerung breitete sich über Zürich aus und malte den Himmel in Aquarelltönen von Rosa und Gold. Christoph hatte nicht geschlafen. Nachdem er das Heim verlassen hatte, hatte er stundenlang die von Frau Berger erwähnten Orte abgesucht, aber Lilly blieb unauffindbar. Nun, während sein Fahrer die 3. Runde am südlichen Rand des Züricher Seebeckens drehte, trübte Erschöpfung seine Gedanken. »Herr«, wagte Reto, der Fahrer, »vielleicht sollten wir die Suche fortsetzen, nachdem Sie sich ausgeruht haben.« »Noch eine Runde«, beharrte Christoph, »und dann zum Penthouse.« Sein Telefon klingelte. »Kommissarin Keller. Herr Meier, wir haben Fortschritte gemacht.« Der Koch bestätigte, dass er 50.000 Franken erhalten hatte, um eine spezifische Verbindung zu ihrem Dessert hinzuzufügen. Eine Verbindung, die innerhalb weniger Stunden einen Herzstillstand verursacht hätte. Christophs Blut gefror. Lena war immer noch bewusstlos, aber stabil. Wir haben ihren Komplizen aus ihren Kommunikationen identifiziert. Stefan Gerber, ein ehemaliger Hedgefondsmanager mit einer Betrugsgeschichte. Wir verfolgen seinen Aufenthaltsort. Haben Sie Verbindungen zu anderen potenziellen Opfern gefunden? Deshalb rufe ich an. Wir haben eine Liste in Frau Herzogs Cloud-Speicher gefunden. Wohlhabende Personen, alle ledig, alle mit beträchtlichem Vermögen. Ihr Name war der 3. auf einer Liste von 12. 2 der anderen erlitten im letzten Jahr unerwartete gesundheitliche Notfälle. Die Implikationen waren erstaunlich. Sagen Sie, dass dies ein Muster ist? Das glauben wir. Eine ausgeklügelte Operation, die auf vermögende Personen ohne enge familiäre Bindungen abzielt. Frau Herzog scheint eine von mehreren Akteuren zu sein. Nachdem das Gespräch beendet war, starrte Christoph auf die vorbeiziehende Landschaft. Christoph hatte nach dem Weggang seiner Frau vor 7 Jahren Mauern um sich herum gebaut und sich ausschließlich auf sein Imperium konzentriert. Diese Mauern hätten ihn fast alles gekostet. »Herr«, unterbrach Reto, »ich glaube, das ist sie.« Christoph blickte dorthin, wo sein Fahrer zeigte. Nahe dem Parkeingang saß eine kleine Gestalt in einem blauen Kapuzenpullover auf einer Bank und beobachtete scheinbar die Morgenläufer. Selbst aus der Entfernung erkannte Christoph die müde Haltung. »Halten Sie hier an«, wies Christoph an. »Warten Sie auf mich.« Christoph näherte sich langsam, bewusst, dass plötzliche Bewegungen sie erschrecken könnten. Als er näher kam, sah Lilly ihn. Für einen Moment spannte Lilly sich an, als ob sie zur Flucht bereit wäre. Dann schien sie es sich anders zu überlegen. »Sie haben die Teller getauscht«, sagte Lilly, als Christoph neben ihr ankam. Es war keine Frage. »Ja.« Christoph setzte sich neben sie und hielt respektvollen Abstand. »Du hast mir das Leben gerettet. Ich muss verstehen, woher du es wusstest.« Lilly musterte ihn mit Augen, die zu alt für ihr junges Gesicht waren. »Ich höre zu. Leute bemerken Kinder wie mich nicht. Wir sind unsichtbar.« »Für mich nicht«, sagte Christoph leise. »Nicht mehr. Mein Name ist Christoph Meier.« »Ich weiß, wer Sie sind«, antwortete Lilly. »Ihr Foto ist auf den Gebäuden.« »Und du bist Lilly.« Lilly zuckte die Achseln. »So nennen Sie mich. I am Heim.« »Lilly, was genau hast du gehört?« Das Mädchen zog die Knie an die Brust, eine defensive Haltung. »Ich war hinter dem Restaurant. Manchmal werfen sie gutes Essen weg, schicke Leute, die nicht aufessen, was sie bestellen. Ich habe einen Platz gefunden, wo ich die Küche hören kann.« Lilly hielt inne und wählte ihre Worte sorgfältig. »Diese Frau, ihre Freundin, kam durch den Hintereingang. Sie traf einen Typen in Kochkleidung, gab ihm Geld, sagte ihm, er solle etwas in ihr spezielles Dessert tun. Sie sagte, es sei. Lilly schüttelte den Kopf, nur dass sie es in der Schokolade nicht bemerken würden. Und wie würde es aussehen? Lilly zögerte, dass ihr Herz einfach stehen geblieben ist. Die klinische Präzision des Plans ließ Christophs Haut schaudern. »Warum hast du mich gewarnt? Du hast ein enormes Risiko eingegangen.« Zum ersten Mal wirkte Lilly unsicher. »Ich weiß nicht, nur. Leute sollten einander so etwas nicht antun.« Die Einfachheit ihres Moralkodex, trotz aller Schwierigkeiten, die sie auf die Straße gebracht hatten, berührte Christoph zutiefst. »Danke, ist nicht genug«, sagte Christoph schließlich. »Aber ich bin dankbarer, als ich ausdrücken kann.« Lilly fühlte sich sichtlich unwohl mit der Dankbarkeit. »Ist die Frau jetzt in Schwierigkeiten?« »Ja, in ernsthaften Schwierigkeiten. Gut.« Das Wort enthielt Jahre von Ungerechtigkeiten, die sie miterlebt hatte. Christoph wählte seine nächsten Worte sorgfältig. »Lilly, die Polizei braucht deine Aussage. Du bist eine Schlüsselzeugin.« Angst blitzte in ihrem Gesicht auf. »Nein, die Polizei steckt mich ins System.« »Ich verstehe deine Sorge«, sagte Christoph. »Aber das ist größer als ich. Andere Leute könnten in Gefahr sein.« Lillys Ausdruck verhärtete sich. »Ich habe Ihnen gesagt, was ich gehört habe. Das ist alles, was ich tun kann.«
Christoph erkannte die Nutzlosigkeit, weiter zu drängen und änderte stattdessen den Kurs. »Wann hast du das letzte Mal gegessen?« Die Frage überraschte sie. »Gestern hat mir ein Typ die Hälfte seines Hotdogs gegeben. Würdest du mich zum Frühstück einladen lassen? Ohne Bedingungen, nur Essen.« Misstrauen kämpfte mit Hunger in ihren Augen. Schließlich gewann der Hunger. »Es gibt ein Café an der Limmat Quai. Die werfen mich nicht raus, wenn ich Geld habe.« 30 Minuten später saßen sie in einer abgenutzten Sitzecke des Café Steiner. Lilly verschlang Pfannkuchen und Eier mit der Intensität von jemandem, der nie wusste, wann die nächste Mahlzeit kommen würde. Christoph trank Kaffee und gab ihr Raum zum Essen, während er dringende SMS von seinem Führungsteam und seinen Rechtsberatern beantwortete. »Ihr Telefon hört nicht auf zu vibrieren«, bemerkte Lilly zwischen den Bissen. »Leute fragen sich, warum ich nicht im Büro bin«, antwortete Christoph. »Gestern war ereignisreich, weil jemand versucht hat, sie umzubringen.« Christoph zuckte bei ihrer Direktheit zusammen. »Ja, das neigt dazu, den Zeitplan zu stören.« Unerwartet lächelte Lilly. Ein schnelles Aufblitzen, das ihr Gesicht von verschlossen zu wirklich kindlich verwandelte. »Sie reden komisch, so förmlich.« »Nebenwirkung von Verwaltungsratssitzungen«, sagte Christoph und erwiderte ihr Lächeln. »Lilly, darf ich fragen, wie alt du bist?« 11, fast 12. »Und wie lange bist du schon allein?« Das Lächeln verschwand. Eine Weile. Christoph drängte nicht weiter. »Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich brauche deine Hilfe bei der Ermittlung. Im Gegenzug kann ich dir eine sichere Unterkunft, Mahlzeiten, neue Kleidung anbieten, was immer du brauchst.« »Wollen Sie mich in ein Pflegeheim stecken?« sagte Lilly trocken. »Nein, ich habe eine Gästesuiten in meinem Apartment. Du hättest Privatsphäre, Sicherheit und keine Verpflichtung außer, der Polizei zu erzählen, was du gehört hast.« Lillys Augen verengten sich. »Warum sollten Sie das tun? Sie kennen mich nicht. Weil du mir das Leben gerettet hast, ohne mich zu kennen«, antwortete Christoph einfach. »Und weil ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Ich sehe nicht, wie ich Ihnen mehr helfen kann, als ich es bereits getan habe.« Christoph beugte sich leicht vor. »Lilly, laut Polizei sind noch andere in diesen Plan verwickelt. Lena arbeitete nicht allein. Deine Aussage könnte helfen, sie zu stoppen, bevor jemand anderem Schaden zugefügt wird.« Für einen langen Moment starrte Lilly auf ihren leeren Teller, als sie aufblickte. Ihre blauen Augen zeigten eine Mischung aus Vorsicht und Entschlossenheit. 3 Tage. Ich bleibe 3 Tage und spreche einmal mit der Polizei. Dann gehe ich. Das ist mein Deal. Christoph wusste, dass es besser war, nicht zu drängen. Deal. Das Penthouse belegte die obersten beiden Stockwerke des Meierturms, Christophs Flaggschiff-Wohngebäude an der Bahnhofstraße. Während der private Aufzug aufstieg, blieb Lilly perfekt still, ihren kleinen Rucksack an die Brust gepresst. »Der Aufzug erfordert einen Sicherheitsschlüssel«, erklärte Christoph, ihre Angst wahrnehmend. »Niemand kann diese Etage ohne einen betreten.« Als sich die Türen direkt in die Penthouse-Lobby öffneten, brach Lillys Fassung schließlich zusammen. Ihre Augen weiteten sich, als sie die hohen Decken, die Fensterwand mit Blick auf den Zürichsee und den schlichten Luxus eines von Zürichs begehrtesten Architekten entworfenen Heims aufnahm. Das Interview dauerte weitere 20 Minuten, wobei Lilly beschrieb, wie sie aus dem Restaurant geflohen war, nachdem sie ihre Warnung übermittelt hatte. Schließlich schaltete Kommissarin Keller das Aufnahmegerät aus. »Lilly, du warst unglaublich hilfreich. Deine Aussage wird in dieser Untersuchung entscheidend sein.« Frau Gerber beugte sich vor. »Gibt es noch etwas, das du Kommissarin Keller sagen möchtest? Etwas, das dir beim Sprechen eingefallen ist?« Lilly zögerte. Dann griff sie in die Tasche ihres Kapuzenpullovers. »Ich habe das hier«, sagte Lilly und zog etwas heraus, das wie ein altes Klapptelefon aussah. »Manchmal finde ich Telefone, Müll. Dieses funktionierte noch, also habe ich es für Notfälle aufbewahrt.« Lilly übergab es der Kommissarin. »Nachdem ich sie reden hörte, habe ich versucht, etwas aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob es gut funktioniert hat. Der Ton ist schlecht.« Keller nahm das Telefon mit offensichtlicher Überraschung entgegen. »Du hast ihr Gespräch aufgenommen?« »Nur ein bisschen, bevor sie anfingen, Details über die spezielle Zutat zu nennen.« Christoph und Keller tauschten erstaunte Blicke aus. Die potenziellen Audiobeweise würden den Fall erheblich stärken. »Lilly, das ist außergewöhnlich«, sagte Keller. »Kannst du es mir als Beweismittel überlassen? Wir besorgen dir einen Ersatz. Behalten Sie es. Der Akku ist sowieso fast leer.« Nachdem Keller und Frau Gerber mit Versprechen, am nächsten Tag zurückzukehren, gegangen waren, fand sich Christoph allein mit Lilly im plötzlich stillen Penthouse wieder. »Geht es dir gut?« fragte Christoph und bemerkte ihre Erschöpfung. »Ja.« Lilly blickte zu ihm auf, Unsicherheit in ihren Augen. »Habe ich es gut gemacht?« »Du hast mehr als gut gemacht«,
versicherte Christoph. Du warst außergewöhnlich. Erleichterung überflutete ihr Gesicht. Ich kann jetzt schlafen gehen. Ich bin so müde. Natürlich. Ich lasse Frau Chen dir später das Abendessen auf dein Zimmer bringen, wenn du möchtest. Lilly nickte dankbar und zog sich in die blaue Suite zurück, Christoph zurücklassend, um die Enthüllungen des Tages zu verarbeiten. Die aufgezeichnete Unterhaltung, obwohl kurz, könnte entscheidend sein, um einen Fall gegen Lena und ihre Komplizen aufzubauen. Persönlich beunruhigender war die Bestätigung, dass ihre gesamte Beziehung von Anfang an inszeniert worden war. Ein langer, raffinierter Betrug, der auf sein Vermögen abzielte. Christoph schenkte sich einen Whisky ein und ging zu den raumhohen Fenstern mit Blick auf die Stadt. Als die Nacht hereinbrach, flackerten die Lichter über Zürich wie neugeborene Sterne. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sich Christoph von den Gewissheiten losgelöst, die seine Existenz definiert hatten. Sein Urteilsvermögen, seine Selbstgenügsamkeit, seine sorgfältige Kontrolle über Beziehungen. Sein Telefon klingelte und unterbrach seine Selbstbeobachtung. Es war Keller. »Herr Meier, wir haben das Audio von Lillys Telefon analysiert. Trotz der schlechten Qualität bestätigt es ihre Aussage. Wir können deutlich hören, wie Frau Herzog die Zahlung bespricht, um etwas zu ihrem Dessert hinzuzufügen.« »Das sind gute Nachrichten«, sagte Christoph. »Es gibt noch mehr. Frau Herzog ist wieder zu Bewusstsein gekommen. Nachdem sie von den Beweisen gegen sie erfahren hatte, hat sie angeboten, im Gegenzug für eine Strafmilderung zu kooperieren.« »Welche Art von Kooperation?« »Namen, Daten, operative Details.« Gemäß ihrer ersten Aussage ist sie Teil eines Netzwerks, das auf wohlhabende Personen abzielt. Sie behauptet, sie sei rekrutiert worden, nachdem sie bei den falschen Leuten in Schulden geraten war. Glauben Sie ihr? Keller zögerte kurz. Unsere Hintergrundprüfung bestätigt, dass sie rechtmäßig in der privaten Vermögensverwaltung angestellt war. Sie hatte einige Spielprobleme, verlor ihre Lizenz, häufte Schulden an, aber das entschuldigt nicht, unschuldige Menschen ins Visier zu nehmen. Nein, stimmte Christoph zu. Tut es nicht. Es gibt noch etwas, das Sie wissen sollten, fügte Keller hinzu und änderte den Ton. Wir haben Lilly aufgrund der wenigen Informationen, die wir haben, recherchiert. Es gibt keine Aufzeichnung eines vermissten Mädchens, das ihrer Beschreibung entspricht. Keine Pflegeelternhistorie, keine Schuleinschreibung, nichts. Wie ist das möglich? Wir untersuchen es noch. Sie könnte jahrelang außerhalb des Systems gelebt haben, vielleicht mit einem Elternteil oder Vormund, der sie isoliert hielt. Oder schlimmer noch. Die Implikationen waren beunruhigend. Ein Mädchen ohne offizielle Existenz war auf Weisen verletzlich, die Christoph kaum begreifen konnte. »Was passiert mit Lilly nach den 3 Tagen?« fragte Christoph. »Normalerweise würde sie ins Pflegeelternsystem kommen, höchstwahrscheinlich.« Christoph dachte an Lillys wilde Unabhängigkeit, ihre Intelligenz, ihre grundlegende Anständigkeit trotz der Umstände, die sie auf die Straße gebracht hatten. »Was, wenn es Alternativen gäbe?« fragte er vorsichtig. »Wie zum Beispiel?« »Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich möchte Optionen prüfen, bevor ich das Pflegeelternsystem in Anspruch nehme.« Kellers Stimme wurde leicht sanfter. »Herr Meier, ich verstehe Ihre Dankbarkeit gegenüber Lilly, aber eine vorübergehende Vormundschaft ist etwas ganz anderes als eine langfristige Verantwortung.« »Ich weiß«, antwortete Christoph. »Halten Sie mich einfach über die nächsten Schritte voll auf dem Laufenden.« Nachdem er das Gespräch beendet hatte, wies Christoph Frau Chen an, Lillys Abendessen zuzubereiten und es ihr aufs Zimmer zu bringen. Dann kontaktierte er erneut sein Rechtsteam. Diesmal mit spezifischen Fragen zur Vormundschaft, Adoption und den Rechten von Kindern ohne offizielle Dokumente. Am nächsten Morgen fand Christoph Lilly auf der Terrasse, eingehüllt in einen viel zu großen Bademantel, ihr Haar nass vom Duschen. »Guten Morgen«, begrüßte Christoph sie. »Ihre Badewanne ist groß genug zum Schwimmen«, antwortete Lilly, was nicht gerade eine Antwort war. »Und das Wasser bleibt ewig warm.« Christoph lächelte und erkannte durch Lillys Augen Luxus, den er für selbstverständlich hielt. Während sie frühstückten, bemerkte Christoph, dass Lilly ihn mit ungewöhnlicher Intensität studierte. Schließlich legte Lilly die Gabel hin. »Warum sind Sie so nett zu mir?« Die Direktheit der Frage war typisch für Lilly. »Verschiedene Gründe«, antwortete Christoph ehrlich. »Dankbarkeit, sicherlich, aber auch, weil ich glaube, dass du Freundlichkeit verdienst. Jeder verdient sie, besonders Kinder.« »Ich bin kein normales Kind«, sagte Lilly und spielte mit ihrem Pfannkuchen. »Nicht mehr.« »Nein, das bist du nicht. Du bist außergewöhnlich.« Lilly blickte abrupt auf, sichtlich unvertraut mit Lob. »Die Kommissarin hat mich gestern nach meinen Eltern gefragt, nachdem sie das Zimmer verlassen hatten.« Christoph bewahrte einen neutralen Ausdruck. »Was hast du ihr gesagt?« »Dass ich keine mehr habe.«
Nicht mehr. Es tut mir leid, Lily. Lily zuckte mit geübter Gleichgültigkeit die Achseln. Das war lange her. Meine Mutter wurde krank, als ich 7 war. Nachdem sie gegangen war, blieb ich eine Weile bei ihrer Freundin, aber diese Frau verschwand auch. Ich kam gut allein zurecht. Die beiläufige Erzählung der Verlassenheit brach etwas in Christophs Brust. Bevor er antworten konnte, vibrierte sein Telefon mit einer Nachricht von Keller. Fortschritt, I am fall. Mehrere Verhaftungen über Nacht. Ich muss so schnell wie möglich mit Ihnen und Lily sprechen. Eine Stunde später traf Kommissarin Keller mit Frau Gerber und einer dritten Person ein, einem schlanken Mann Anfang 40 mit freundlichen Augen hinter einer Metallbrille. Herr Meyer, Lily. Das ist Dr. Roth von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB, Keller, stellte sie vor. Angesichts der ungewöhnlichen Umstände dachte ich, es wäre hilfreich, wenn er uns beitreten würde. Christoph spannte sich leicht an, bewusst, wie schnell sich die Dinge entwickelten. Sie nahmen im Wohnzimmer Platz, wo Keller sie über den Fortschritt der Untersuchung informierte. Basierend auf der Kooperation von Frau Herzog und den Beweisen aus Lillys Aufnahme haben wir gestern Nacht Durchsuchungsbefehle an mehreren Orten vollstreckt. Wir haben 4 Personen festgenommen, darunter Stefan Gerber, Frau Herzogs Hauptkomplize. Der Mark aus den Textnachrichten, stellte Christoph klar. Genau. Gerber wurde mit mindestens 3 ähnlichen Schemata in Verbindung gebracht, die auf wohlhabende Personen abzielen. In 2 Fällen erlitt das Opfer schwere gesundheitliche Notfälle, überlebte aber. Im 3. Fall, Keller blickte Lily an und wählte ihre Worte sichtlich, war der Ausgang weniger glücklich. Waren das alles Vergiftungen? Fragte Christoph. Verschiedene Methoden? Aber ja, alle involvierten das Einbringen schädlicher Substanzen. Frau Herzogs Rolle war typischerweise, Beziehungen zu den Zielen aufzubauen, ihr Vertrauen zu gewinnen und Gelegenheiten für die Vorfälle zu schaffen. Christoph nahm diese Informationen mit wachsendem Grauen auf. Wie viele andere waren wie er getäuscht worden? Wie viele hatten nicht das Glück gehabt, ihren eigenen Schutzengel im entscheidenden Moment erscheinen zu lassen? Nun, bezüglich Lily, fuhr Keller fort und wandte sich dem Mädchen zu, das mit gekreuzten Beinen auf dem Sofa saß. Dr. Roth ist hier, um die nächsten Schritte zu besprechen. Dr. Roth lächelte Lily warm an. Zuerst möchte ich dir für deinen Mut danken. Was du getan hast, war außergewöhnlich. Lily sagte nichts, ihr Ausdruck war verschlossen. Wir konnten keine Aufzeichnungen von dir in unserem System finden, fuhr Dr. Roth sanft fort. Kannst du mir deinen vollständigen Namen und dein Geburtsdatum nennen? Lily, sagte Lily bestimmt. Nur Lily, und ich bin 11, fast 12. Kein Nachname? Lily zuckte die Achseln. Vielleicht hatte ich einen. Ich erinnere mich nicht mehr. Doktor. Roth tauschte Blicke mit Keller aus. Gut, Lily. Wir müssen einen sicheren, dauerhaften Ort für dich finden, wo du zur Schule gehen, Freunde finden, eine normale Kindheit haben kannst. Ich war vorher gut, beharrte Lily, obwohl es ihr an Überzeugung fehlte. Du hast überlebt, korrigierte Dr. Roth freundlich. Aber Kinder verdienen mehr als nur zu überleben. Sie verdienen es, zu gedeihen. Christoph war während dieses Austauschs stumm geblieben, aber nun beugte er sich vor. Dr. Roth, was genau schlagen Sie vor? Zunächst eine Notfallplatzierung in einer Pflegefamilie, während wir Lillys rechtliche Identität feststellen. Dann, je nach den Umständen, eine langfristige Pflegefamilie oder eine mögliche Adoption, wenn geeignete Kandidaten auftauchen. Christoph spürte, wie Lily sich neben ihm anspannte. Ihr 3-Tagesabkommen näherte sich schnell einer kritischen Kreuzung. Was, wenn ich die vorübergehende Vormundschaft beantragen würde? Fragte Christoph. Die Worte entwichen ihm, bevor Christoph sie vollständig verarbeitet hatte. Während die rechtlichen Details geklärt wurden, wandten sich 4 Augenpaare überrascht Christoph zu. Keines überraschter als das von Lily. Herr Meyer, begann Dr. Roth vorsichtig. Eine Vormundschaft ist eine bedeutende Verantwortung. Keine Entscheidung, die impulsiv aus Dankbarkeit getroffen wird. Dessen bin ich mir bewusst, antwortete Christoph bestimmt und fand Sicherheit, während er sprach. Aber Lily und ich haben eine Beziehung entwickelt. Sie fühlt sich hier wohl. Es würde Stabilität in einer turbulenten Zeit bieten. Obwohl ungewöhnlich, ist es nicht beispiellos, schaltete sich Frau Gerber ein, angesichts der außergewöhnlichen Umstände und der Ressourcen von Herrn Meyer. Während dieser Diskussion war Lily stumm geblieben. Ihre Augen huschten von einem Erwachsenen zum anderen, während sie ihre Zukunft debattierten. Schließlich sprach Lily. Habe ich keine Stimme? Der Raum verstummte. Dr. Roth fasste sich zuerst. Natürlich hast du eine, Lily. Was würdest du wollen? Lily sah Christoph an, ihr Ausdruck eine komplexe Mischung aus Hoffnung und Müdigkeit. Das ist nur, weil ich ihnen geholfen habe. Weil sie mir nichts schulden.
Es geht nicht darum, dir etwas zu schulden, sagte Christoph ruhig. Es geht darum, das Richtige für uns beide zu tun. Lilly überlegte. Dann wandte sie sich an Dr. Roth. Ich möchte hier bleiben, zumindest vorerst. Die Erwachsenen tauschten Blicke aus. Eine stille Verhandlung spielte sich über Lillys Kopf ab. Schließlich sprach Keller. Angesichts der ungewöhnlichen Umstände und Lillys Rolle als Schlüsselzeugin glaube ich, dass wir eine vorübergehende Notfallvormundschaft arrangieren können, während das formelle Verfahren fortgesetzt wird. Mit angemessener Aufsicht natürlich. Dr. Roth nickte widerwillig. Ich werde die Unterlagen sofort einreichen müssen, und Herr Meyer wird diese Hausuntersuchung für Anfang nächster Woche ansetzen. Während das Treffen zu Ende ging und die Besucher sich auf den Abschied vorbereiteten, spürte Christoph eine kleine Hand in seine gleiten. Hinabblickend sah er Lilly ihn mit einer Mischung aus Unsicherheit und etwas Ansehen, das mit Zeit und Vertrauen zu Hoffnung werden könnte. »Meinten Sie das ernst?« fragte Lilly, als sie allein waren. »Dass Sie wollen, dass ich bleibe?« »Jedes Wort«, versicherte Christoph, »aber nur, wenn du das auch willst.« Lillys Antwort war ein kurzes, aber festes Drücken seiner Hand, bevor sie losließ. Eine Geste, die beredter war als jedes Wort. Die folgenden 3 Wochen vergingen in einem Wirbelwind von Gerichtsverfahren, Besuchen von Sozialarbeitern und schrittweisen Anpassungen. Die vorübergehende Notfallvormundschaft war mit überraschender Effizienz gewährt worden. Eine Kombination aus Christophs Ressourcen, Kommissarin Kellers Fürsprache und den ungewöhnlichen Umständen des Falls hatte einen normalerweise bürokratischen Prozess beschleunigt. Für Lilly brachte der Übergang vom Überleben auf der Straße zum Leben in einem Penthouse an der Bahnhofstraße tägliche Offenbarungen. Das Konzept, einen eigenen Raum, zuverlässige Mahlzeiten und einen Erwachsenen zu haben, der seine Versprechen konsequent hielt, war Neuland. Lilly ging jeden Tag mit vorsichtigem Optimismus an, erwartete, dass der andere Schuh fallen würde. Dass Christoph enthüllen würde, dass all dies nur vorübergehende Wohltätigkeit war, die bald ablaufen würde. Für Christoph war die Lernkurve ebenso steil. Sein geordnetes, vorhersehbares Leben war durch die Anwesenheit eines Mädchens durcheinandergebracht worden, das direkte Fragen stellte, ungewöhnliche Zeitpläne hatte und seine Welt mit ungefilterter Ehrlichkeit betrachtete. Frau Chen war von unschätzbarem Wert gewesen, indem sie half, die Gästesüiten in ein passendes Schlafzimmer mit hellen Farben und altersgerechten Möbeln zu verwandeln und Christoph in praktischen Angelegenheiten wie Schulanträgen und Kinderarztterminen anleitete. An einem kühlen Oktobermorgen fand Christoph Lilly am Frühstückstisch, umgeben von Einkaufstaschen. »Hast du den ganzen Laden gekauft?« fragte Christoph und nahm den Kaffee von Frau Chen entgegen. »Frau Gerber hat mich gestern zum Einkaufen mit Ihnen mitgenommen, während Sie in Besprechungen waren«, erklärte Lilly. Sie sagte, ich brauche angemessene Kleidung für die Anhörung morgen. Die Anhörung, eine Formalität zur Verlängerung von Christophs vorübergehender Vormundschaft, während das Adoptionsverfahren fortgesetzt wurde, lastete auf beiden Gemütern. Trotz der Zusicherungen von Christophs Rechtsteam, dass alles reibungslos verlief, blieb Lilly ängstlich. »Möchtest du mir zeigen, was du ausgewählt hast?« fragte Christoph und spürte ihr Bedürfnis nach Ablenkung. Lilly zog ein marineblaues Kleid mit weißem Kragen heraus, schlicht, aber elegant. Frau Gerber sagte, das sieht respektabel aus, aber nicht protzig. Ich weiß nicht, was protzig bedeutet. Es bedeutet, zu sehr zu versuchen, Leute zu beeindrucken, erklärte Christoph. Und sie hat recht, dieses Kleid ist perfekt. Lilly strich mit den Fingern über den Stoff. Es ist das teuerste Ding, das ich je hatte. Christoph spürte den vertrauten Schmerz, der oft Lillys Bemerkungen über ihr früheres Leben begleitete. Du hattest ein Vorgespräch mit Richterin Kuhn, richtig? Wie fandest du sie? Sie war nett. Sie hat mir viele Fragen darüber gestellt, hier zu leben. Ob ich mich sicher fühlte, ob ich glücklich war. Lilly schob ihre Cornflakes im Müsli umher. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt, dass ich nie dachte, ich würde jemals wieder ein richtiges Zuhause haben, aber ich fange an zu glauben, dass dies eines sein könnte. Die einfache Aussage traf Christoph mit unerwarteter Wucht. Dieses Mädchen, das von jedem Erwachsenen in ihrem Leben enttäuscht worden war, streckte ihm vorsichtig Vertrauen entgegen. Ein Geschenk, wertvoller als jeder Deal, den er abgeschlossen hatte. Das ist es, versicherte Christoph. Egal was morgen vor Gericht passiert, das ist dein Zuhause, solange du willst. Ein kleines Lächeln huschte über Lillys Gesicht, bevor sie das Thema wechselte. Kommissarin Keller hat gestern angerufen. Sie sagte, sie hätten mehr Personen verhaftet, die mit dem Fall in Verbindung stehen. Christoph nickte. Die Ermittlungen hatten sich in den letzten Wochen dramatisch ausgeweitet.
Was anfangs wie ein isolierter Vorfall aussah, hatte sich als ein ausgeklügeltes Netzwerk entpuppt, das auf wohlhabende Personen in der ganzen Ostschweiz abzielte. Lena, deren richtiger Name Elena Müller war, kooperierte vollständig mit den Behörden und tauschte Informationen gegen eine Berücksichtigung in ihrem späteren Urteil aus. Aber hier ist nur der Anfang der Geschichte. Was als nächstes passiert, wird alles verändern. Geheimnisse werden enthüllt, Leben zerstört und Liebe auf unerwartete Weisen auf die Probe gestellt. Wenn Sie Teil 2 sehen möchten, müssen Sie nur Folgendes tun. Liken Sie dieses Video, damit wir wissen, dass Sie mehr wollen. Abonnieren Sie und aktivieren Sie die Glocke, damit Teil 2 bei Veröffentlichung bei Ihnen ankommt. Kommentieren Sie Teil 2 unten, damit wir wissen, dass Sie bereit sind. Jedes Like, jeder Kommentar, jedes Abonnement sagt uns, machen Sie weiter, erzählen Sie diese Geschichten weiter.